Ditmal kommen wir mit unserer Geschichte Nummer 100. Ditmal noch mehr von unserem Top-Arbeiten lehren in Elmer, indem wir durch den 1982 Sommer planen und ein MCC-Stur anfangen und an zum ersten Mal die Gastgeber, der Host zu sein für die MCC Ontario Annual Meeting in Elmer. Wenn ihr mal viel mehr Einzelheiten wissen wollen von Wort MCC Ontario in Elmer, oder besser gesagt an die Ontario von 1977 bis 1997 getan habt, dann soll ihr Bill Jansen sein Buch Build Up One Another lesen. Oder vielleicht soll noch mal wer den Inhalt von diesem Buch auf Plautdietsch vertalen, für so von uns, die nicht gut genug Englisch kennen, um dort lesen und verstehen. Dann das Buch beschreibt die MCC Ontario Arbeit mag uns oder mit uns so gut, als das vielleicht kein anderer vertalen kann als Bill Jansen. Letztes Mal hat er gerade noch gesagt, dass etliche paar Lied im Juni 1982 in Elmer die erste Meeting gehabt hatten, um Empfehlung zu holen, ob unsere Mennoniten interessiert wären, um ein MCC-Stur in Elmer zu haben. Und aus diesen Ehepaaren von den verschiedenen Elmer Gemeinden zum ersten Mal gekommen wären, und ich da noch einmal so ein Bett geprollt hat, mit wo die Mennoniten in Winkler und Altona top Arbeiten gelehrt hatten in MCC-Sturs, und von wo viel Geld dabei alle rausgekommen wäre und wo viel Geld so ein Stur für das MCC anbracht und so wieder, dann wäre ich überwältigt von wo viel Interesse unser Lied weisen für so ein Top-Arbeiten lehren in der Elmer Umgegend. Am Ende von diesem Abend standen die topgekommenen Ehepaaren alle dafür, dass wir am Karten weiter top kommen wollen, um anzufangen mit konkrete Pläne zu merken, von wo und wo wir mit einem MCC-Stur anfangen können. Von dort an, von März, Juni 1982 an, hielten wir immer weiter Meetings, und bald hat wir ausgefangen, dass wir wenigstens 3 Gebiete kippen können, ohne einigermaßen passend sein würden, um so ein Stur anzufangen. Und nach vielen Planen wie etliche mehr Meetings, dann beschlossen wir, dass wir das Gebiet Nummer 16 Talbot Street East dort kippen wollen. Aber wo will wir das Geld dort hernehmen? Wir beschlossen, dass wir uns alle noch Möglichkeiten ranchecken wollen, wo wir das Geld bringen können. Und dann wurden 3 Männer sich einig, sie würden jeder $1000 dort geben, ohne zu offenbaren, wer sie wären, und sie würden dann auch andere Männer herausfordern und sagen, 3 Männer haben top $3000 gegeben, um das Gebiet zu kippen, wofür geben jeder doch? Und dadurch wurden etliche andere Männer auch noch bewerben, jeder etliche $100 dort zu geben, sodass dadurch meist $10.000 ankommen. Und dann, nachdem wir all etliche Meetings gehabt hatten, werden ein MCC-Stur anfangen, und dort so sagen, als man das wirklich werden kann, dann forderten Bill Jansen und Ray Schlegel die Elmer Mennoniten noch ab, im Herbst die Gastgeber zu sein für die MCC Ontario Annual Meeting. Wir übernehmen auch dort noch, und dort gibt Ursache, noch viel mehr Meetings zu haben. Und meine früher Drehbuch ist immer weiter von, wo wir eine Meeting gehabt haben. So dass in dem 1982 Sommer mit einmal ein großes Top-Arbeiten Anfang mag unsere Mennoniten von den verschiedenen Kirchen in der Elmer Umgegend. Manchmal hatten früher Männer Top-Meetings und manchmal hatten sie beide Separat-Meetings, um beides zu planen, mit einem MCC-Stur anzufangen und der MCC Ontario Annual Meeting in Elmer zu haben. Das wird ein sehr voller Sommer von Top-Arbeiten zu lehren, für viele früher und auch für viele Männer. Und dann wird dort über dem mit einmal meist bei dem Eng von der Gurkenpleck-Tiet gekommen. Und unsere Mennoniten Top-Arbeiten fangen an dieser Gurken-Ahren-Tiet an, ab einem wundervollen Weg an, auch manche Formen und manche Arbeiterfamilien. Als die Gurken-Ahren-Tiet zum Ende gekommen wäre am 21. August, oder sozusagen zum Ende gekommen wäre,
willst de meeste Gurkenformer ihre Kontrakts al meer als Fall houden en einer nom anderen abhören will mit Plekken, dann fangen mehrere Mannen op einen Weg, wo Gurkenformer, Gurkenplekker Families en Gurkenkäuper alle top nog meest 2000 wird extra Gurkenarendgelder aanbrengen können, om dat gebied betolen halten, und dat MCC-stuur en Elmer worden soll. Einige Gurkenformer geven ihre Gurken umsonst, leiten ihre Maschinen, wonen einige Lied Airplanes nanden, wonen ganz auf der Erde en buiten gewöhnlich zacht vliegen, om ihre Gurken plekken. En de Former brachten sogar noch die geplockten Gurken naar dem Gurkenkäuper en sortieren aan. Die Families wonen deze Gurken umsonst plokken, die Former wonen ihre Gurken umsonst geven, ihre Maschinenbrücken leiten en de Gurken noch naar de Sortierungsstation aanbrachten, en ook de Gurkenkäuper wonen al de te staan brengen hulp. Die worden door met 1982 met al die personen top wonen dat stuur aanvangen en de MCC Ontario Annual Meeting planden. De eerste van onze mensen wonen in Zuid-Ontario vrijwillig MCC-arbeider worden. Ik herinner me nog zeer klar aan deze van God gezegende deel. En ik kon den Gurkenkäuper, die al de te staan brengen hulp, atelier van deze vormen en Gurkenplekker bij ihre namens namen. Aber willst mir die nicht alle befallen, en ik keinen von je uitlaten mocht, weil ik je bloß noch sagen, ik dank von dir noch für jeder Beitrag zu diesem damaligen großen Unternehmen. Dann dort Elmer MCC-stuur ist über die Jahren al sehr viele Menschen zu einem bleibenden Segen geworden. En dat heeft in de laatste 23 jaar al zeer viele van onze mensen de gelegenheid gegeven ook vrijwillige MCC-arbeider te worden. Ook te al die personen die damals met den ganzen Planen en Reidmerken mitgeholfen haben, weil ich hier noch einmal ein von Horten kommendes Dankschein sein. Als wir das Geld von diese Gurkenarend en dat gegeven Geld taubhouden, dann liet MCC Ontario ons dat nog fehlende geld om dat gebied nummer 16 Talbot Street East kijken kunnen, op die bedingung dat we dat bijna een jaar terugtolen worden. En we kunnen dat gebied kijken. Im Herbst 1982 wordt nummer 16 Talbot Street East als MCC-stuur rechtgemerkt en opgemerkt zum Handel drijven. Eine Starboard wordt angesteld dat geschäftliche Port davon te überseinen. Dat engste Port op de bovenste vloer van diesem gebied wordt bald so angerecht dat de Elmer MCC-office da binnen zijn kon. En dan wordt langzaam ook dat middelste poort van de bovenste vloer van vrijwillige arbeider rechtgemerkt. Een grote poort van deze arbeid deed Jacob Letkeman. En nu eerst eind van Jacob Letkeman zijn sposjes. Aan einem dag, als Jacob Letkeman en nog twee vrienden en ik voor een koffepauze am restaurant am Tisch zaten, dan vroeg Letkeman mij, wo ik vanmiddag geweest was. En als ik gezegd had dat ik naar London gefahren was, dan vroeg hij mij, voerst du ganz allein dahin? En ik zei, zoals we dat dan manchmal zeggen, ik voer dahin met een paar mampjes, oder Frühs. En dan kijkt hij mij zeer ernst aan en zei, dat moeten we zeer langzaam gefahren hebben. We kregen bald meer als genoeg gebroekte kleider en andere zaken voor dat stuur. En de Frühs lazen die derg en priesen die uit. Verschiedene nicht-mennonitische Frühs vonden mij en vroegen wozu dat geld gebruikt wordt, wat dat stuur aanneemt. En wanneer ik dan zo een beetje erklärt had, wo die stuurarbeid meestens van vrijwillige Frühs en mannen gedaan wordt, en wo al die MCC-sturen veel geld aanbrachten voor MCC-noodlinderungsarbeid in de wereld, dan bedankten die Frühs zich voor die Erklärung en zeiden, dat is je wondervol.
dann brauchen wir unsere noch gute Kleider nicht mehr einfach waschmieten. Dann wollen wir die wieder haben, nach jenem Stuhl angeben. Ich glaube von der noch, dass unsere Stuhlarbeit an Elmer viel dazu beigetragen hat, dass die Nicht-Mennoniten uns anders anfangen zu sein. Der Name Mennonit oder sogar Mexican Mennonite fängt an Elmer an, eine positivere Bedeutung zu kriegen. Und ich glaube, diese positivere Bedeutung ist besonders an Elmer, aber auch selbst in Südontario beim Tonehmen geblieben. Dann, wenn ein Volk, so klein als das auch sein macht, anfängt, hungrige Menschen in der Welt fördern zu helfen und zu geben für Notleidende in Katastrophengebiete, so was die ganze MCC Stuhlarbeit dort tät, dann wird dort mehr und mehr bekannt und diese positive Bedeutung von Mennoniten wird anerkannt. Und in diesem Jahr, im Jahr 2005, haben noch viel mehr von unseren Mennoniten in Südontario angefangen, an MCC Notländerungsarbeit teilzunehmen, indem sie über $100.000 gegeben haben, so glaube ich, sieht mein Bruder, für Notländerung in Südostasien, wo ein Erdbeben am Ozean am 26. Dezember 2004 so eine große Wasserwellen, Tsunami genannt, ab Sri Lanka, Thailand und andere Länder in Abschauf, dort viele Tausende Menschen ihr Leben dadurch verloren und noch viel mehr Tausende alles verloren, was sie haben. Und nu dat ich al zum 100. Mal wat uit onze Geschichte verteld habe und auch noch ein bisschen von geredet habe, wo wir Mennoniten von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern gekommene Mennoniten ein poat geworden sind von der sehr großen MCC-Arbeit in dieser Welt. Nu will ich erstmal zwischen ein etliche Werken aufnehmen. Aber wenn die noch nicht meid sind von meinen Geschichten vertellen und noch mehr Geschichten von mir hören wollen, dann fange ich, wenn Gott will, so schön als ich werde, sie dazu, werde damit an. Vielleicht verteile ich dann erstmal an viel mehr Einzelheiten von wo dort in einem Dorfsleben in Chihuahua von der 1930er bis der 1950er Jahren wir, wo die Kinder am Sonntag deuten und auch am Alltag und auch in der Schule, wo Jugendliche am Sonntag und am Alltag deuten, wo das im Dorf an so eine Weg zuging, wenn da für ein Verlaufnis gemerkt wird und dann am Sonntag und das Verlaufnis geholt wird und manches andere. Vielleicht verteile ich auch noch, wo in einem Dorf eine Kompanie gedrascht wird, wo das sogenannte Draschen bereden, das Draschen selbst und das Draschen verregnen geschafft hat und so weiter. Wo das sogenannte Schorworken im Dorfsleben geschafft hat und vieles andere. Und dann, wenn ich reit viel dazu, dann verteile ich vielleicht noch mancherlei davon, wo von unseren Mennoniten in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnen, was die da schaffen, was für Gemeinden die da gegründet haben und so weiter. Und dann, wenn ich erst noch ein bisschen mehr Information gesammelt habe an die vielen verschiedenen Kolonien, die unsere Mennoniten in Paraguay und besonders in Bolivien gegründet haben, dann verteile ich vielleicht auch noch mal mehr von unseren Mennoniten in diese Länder. Und wenn mit einmal viele von you, meinem Bruder Hen sagen, wovon die noch mehr würden hören wollen, als was ich you von gewissen Sachen verteilt habe, dann kann ich das vielleicht auch noch tun. Und nu, Susanne und ich wollen, wenn das Gottes Willen so ist, im September noch Cuauhtémoc, Chihuahua fahren. Bet für uns, dass Gott uns so viel Gesundheit schenken wird, dass wir dort können Frieden haben, wenn wir Geschwister, Kinder, Großkinder und Urgroßkinder besiegen. Mir hat dort viel Frieden gegeben, 100 Mal zu you von unserer Geschichte zu reden. Und wenn die dort wünschen, dann will ich hier noch mehr von unserer Geschichte vertellen. Und nun noch eine Mitteilung. Wenn ich in diese Deel meine 2 Mil am Tag im Winkel mal diese Gas und mal jene Gas allein gehe,
Und ob so viele Städten so eine stramme Blumen sei, dann denke ich immer weiter an das Sommerlied in unserem alten Gesangbuch, wo der Dichter so sagt: Geh aus mein Herz und suche Freude an dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten zier und sehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Gott mit you, FC George Rumpel.